An der Friedenskirche in Bayreuth geben sich in diesen Tagen angehende Josefs, Hirten und Marias die Klinke in die Hand. Jetzt beginnt die Saison für Krippenspiele. Da suchen viele Theatergruppen bei Birgit Richter eine himmlische Ausstattung. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Richter. So, wir kommen fürs Krippenspiel und wollten bei Ihnen Kostüme aussuchen. Wunderbar. Was machst du? Ich nehme den Hirten. Gut, da brauchen wir dann wahrscheinlich so eine Fellweste, ne? Da schauen wir mal darüber. Für die evangelische Pfarrerin Andrea Nehring ist der christliche Kostümfundus eine super Anlaufstelle. 15 bis 20 Rollen muss sie noch besetzen. Man hat ja normal nichts in der Gemeinde, wenn das jetzt nicht irgendeine Theatergemeinde war, ne? Und deswegen ist es einfach cool. Also, und es macht allen super viel Spaß, da durchzulaufen und zu schauen, was da ist und was davon man anziehen könnte. Deshalb ist jetzt Hochsaison für die Herrin der Kostüme, Birgit Richter. Sie hat den christlichen Fundus 2011 ins Leben gerufen. Sie bietet für große und kleine Darsteller was, quer durch alle Rollen und Epochen. Alles fing mal ganz klein an. Weil ständig Kostüme fürs Krippenspiel fehlten und Jahr für Jahr nichts Passendes beieinander war, wurde sie aktiv. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich fange jetzt an und nehme mal einen Grundstock, Maria, Josef, Engel, Könige, Hirten, was man halt so braucht. Und das war für mich die zündende Idee, wo ich gedacht habe, das stimmt. Es muss ja nicht jeder sich einen Fundus zulegen und man braucht es einmal im Jahr. Deswegen legte sie einen Fundus für alle an. Der absolute Renner dieses Jahr, der Bischofs-Nikolaus. Fast alle Stücke sind schon weg. Die ersten Darsteller fragten schon im Sommer an. Also da ist immer zu. Reservieren Sie mir auf jeden Fall wieder den Bischof. Ja, das ist jetzt auch mein letztes Kostüm. Die anderen wurden schon geholt und das ist auch reserviert. Das darf ich nicht aus der Hand geben. Birgit Richters Fundus ist ein Ein-Mann-Betrieb. Sie macht alles selbst und alles ehrenamtlich. Mittlerweile verleiht sie auch Renaissance-Kleider, Tierkostüme und Ausstattungen für moderne Produktionen. Die 64-Jährige ist nicht nur zur Weihnachtszeit im Dienst. Das hat sich eigentlich so etabliert, dass auch unter dem Jahr Sachen ausgeliehen werden für Sommerfeste oder Theateraufführungen. Es gibt ja also nicht nur die Schulen, sondern es haben sich auch von kleinen Theatergruppen, hat sich das rumgesprochen, dass bei mir Sachen zu leihen sind, ob das jetzt die Uni ist oder die katholische Hochschule. Da werden auch Sachen gebraucht, ja. In ihrer Nähstube zu Hause bringt sie Kostüme nach ihrem Einsatz wieder auf Vordermann, näht und bessert alles aus. Es ist ihr wichtig, hochwertige Stoffe zu verwenden. Die ergattert die gelernte Textilfertigerin auf Flohmärkten, bei Werksverkäufen und Haushaltsauflösungen. Oft entwirft sie Kostüme eigenhändig. Dafür recherchiert sie, wie Kleidung in bestimmten Epochen ausgesehen hat und sucht Anleitungen. Wenn man irgendwas Spezielles braucht, dann wird es echt schwierig. Irgendwann findet man dann eine Lösung, ja. Vielleicht auch anders als ursprünglich gedacht, aber irgendwann ja, hat man es dann. Mittlerweile hat sie rund 5000 Artikel im Verleih. Ihr Kostümfundus mit dem Schwerpunkt biblische Geschichte ist weit und breit einmalig. Wer mag, kann spenden. Der Verleih an sich ist kostenlos. Inzwischen kommen Anfragen aus ganz Bayern. Birgit Richter verwendet viel Zeit auf ihr Ehrenamt, aber das ist es ihr wert. Sehr schön. Ja? Sehr schön. Es ist auch aus meinem Glauben heraus, dass ich was zurückgeben kann auf die Art und Weise. Weil jeder hat ein Talent bekommen. Ich kann nicht singen, ich kann kein Instrument. Aber ich habe halt das Talent, mit Nadel und Faden umzugehen. Und so ist es halt die Möglichkeit, dass ich dann auf die Art und Weise andere unterstütze, die den Glauben weitertragen. Martin, Sophia und die kleine Sophia haben mittlerweile ihre Kostüme gefunden. Also das ist so ein Hirtenanzug. Der passt mir eigentlich ganz gut. Und der Hut, der sieht auch ganz gut aus. Und dann habe ich noch einen Stock. Willst du noch nicht zurückgeben? Noch ist Auswahl da, aber die Stangen werden sich wohl bald ordentlich leeren.
beim Christlichen Kostümfundus in Bayreuth.